Naja, der Judo-Club Wünscher besteht seit 1984. Seitdem haben wir uns relativ gut entwickelt. Wir haben momentan zwischen 80 und 100 Lizenzen pro Jahr. Das bedeutet, wir dieses Jahr durch Corona leider ein bisschen drunter. Aber wie gesagt, wir sind zuversichtlich für den Rest der Saison normal arbeiten zu können. Und im neuen Saal haben wir 170 Meter Carré. Wir dürfen aber nur mit 4 Kanner hier raufgehen. Gute Glück kann man noch den alle Judo-Saal auf der Seite benutzen. Da dürfte man mit 10 Kanner rübergehen. Das muss aber pro Woche Minimum 2 bis 3 Mal trainieren und das kann am Minimum auch 2 Trainings pro Woche kriegen. Wir haben die gute Nachricht gekriegt am Samstagabend von als Föderation von der Flammen, dass wir abrupt dürfen Kanner dürfen sich aufpacken, Kanner dürfen man nicht trainieren, aber nur Jugendlichen bis 19 Jahre. Für die Erwachsenen denke ich, könnte das noch ein Kano. Wir sind froh momentan, wir haben auch 6 Jugendliche, die regelmäßig all Samstag an der Stadt auf Nationaltraining gehen. Da dürfen sie sich aufpacken. Wir haben auch 3 Kandidaten, die an die Sportsliste gehen. Und da sind wir immens froh darüber. Denn wie gesagt, für sie ist es auch eine Herausforderung, für den Moment hier zu machen. Turniere mäßig gibt es so 4. September wird nice laufen, auch hier am Land. Trainingsmäßig haben wir 4-mal pro Woche Training momentan. Das wird hier ein Montagstraining, Donnerstag, Donnerstag und Freitag und all erst von 5 bis 9 Uhr abends. Ab September, wenn alles oberst, was ich auch hoffe, werden wir 2 oder 3 Mal an der Woche trainieren. Montag, Donnerstag und Freitag. So, wir sind heute zu Wünscher synthetischen Terra. Wir sind beim Wünscher Fußball. An Hanadais als gerade den Training von unseren 2 jüngsten Equipen, von den Bambini und von der Puppe. Wünscher Jugend, die besteht momentan aus 130 Kanner. Das sind Jungen am Mädchen am Alter von 5 bis 16 Jahren. Wir haben momentan 11 Equipen am Championat angemeldet. Das sind 9 Equipen, die heute zu Wünscher spielen. An 2 Equipen sind wir an der Entente mit den Nachbarn vom Norden. Wir haben 10 Jugendtrainer, die als 130 Jugendspieler betreuen. Der Wünscher Fußball war natürlich auch vom Lockdown betroffen. Das war an einer ersten Phase gar kein Fußball. Dann ging es los mit Fußball mit Restriktionen. Das hat geheißen 2 Meter Aufstand, kein Zweikampf, maximal 9 Spieler plus ein Trainer. Wir haben unter den Restriktionen angefangen beim Training. Das hat super geklappt. Wir freuen uns aber umso mehr, dass wir ab dieser Woche frei spielen, frei ein Training haben und noch ein Matcher an Zweikampf während den Trainings machen. Wir freuen uns aber auch auf unseren Stage, den wir am Sommer haben. Das ist den 30. und 31. Juli und den 1. August. Das ist der volle Camp, wo wir zusammen mit Borussia Mönchengladbach hier ein Stage haben. Allkant, was Lust auf Fußball hat, sie wird jung oder Mädchen als herzlich willkommen für zu Wünschen, Fußball zu spielen. Kommt einfach ernst, gucken, bringt Turnschuh mit, Fußballschuh und macht den Training mit. Wie ihr seht, sind wir beim Training von Tennis Wünscher. Am Moment ist es so, dass wir 50 aktiv Lizenzen haben. Davon sind übertalschet nach unter 21 Jahren. Wir sind also wirklich nach einem ganz jungen Verein, wo wir als Spieler gucken, mit auch viele neue Spieler, weil das immens freut. Das ist so, dass wir 3-mal an der Woche Training, davon aus 2-mal wirklich ein Training, die von einem diplomierten Trainer gehalten wird. Das ist ein Keier Dünstes ab 6 Uhr bis 9 und ein Keier Freudes ab 6 Uhr bis 8. Am Mittwoch ist dann ein freies Training für uns Spieler, die schon eine gewisse Erfahrung haben und allein können spielen. Das war so, dass während der Corona-Krise wir wirklich probiert, den Training die ganze Zeit in Aufrecht zu erhalten. Am Anfang war eine Gruppe von 4, dann eine Gruppe von 9, da konnte man ein bisschen aufstocken. Und das wird schon aufgefallen, dass junge Spieler wirklich auch ein richtig großes Besoin hatten. Wir können auf den Training zu kommen, für ein großes Demand da. Und ich denke, dass jeder einem bewusst ist, dass das nicht nur das spielerisch ist, sondern wirklich den Zusammenhalt, den aber fehlt, weil er nicht auf das Vereinstraining gehen. Lo am Juni werdet so sehen, dass ein Jugendkompetitionen sind. Dürfen wir als Equipe nach ein un. Und da sind wir eigentlich ganz optimistisch, dass wir im September dann eine neue Start können machen und dass all die Spieler zurückkommen, die all die Zeit, die wir heute auf den Training kommen sind. Und wenn ihr interessiert seid, für ein kleines Schnuppern zu kommen, da könnt ihr gerne informieren auf unserer Facebook-Seite vom Tennis Wünscher.
Wir haben am Moment 12 Trainerinnen und wir sind zu 9 Benevolskomiteesmembern, die aktiv Mannschaft für das Ganze zu verwalten. Und wir offerieren Kuren ab dem Alter von 5 Jahren und nur gibt es kein Geld. Jeder ist willkommen für zu tanzen, für sich zu amüsieren und eben noch zusammen Spaß zu haben. Während der Covid-Zeit war natürlich eine Challenge gewesen, für eine Tanzschule zu operieren, wie das man physisch nicht konnte gesehen. Wir haben normalerweise Klassen zwischen 10 und 20 Kinder oder Schüler. Und dementsprechend haben wir auch müssen auf digital Moyen zurückgreifen, sie das über Video, Teams, Zoom, für das wir eben etwas konnten anbieten und auch in den Alltag ein bisschen eine Aufwechslung gehen für die Schülerinnen. Wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr als normal Gala machen und als normal Kuren aufhalten. Und falls ihr interessiert seid, mitzumachen nächstes Jahr, dann dürft ihr euch gerne melden kulturkompass.lu. Da schreiben wir ab den 1. Juni bis den 15. Juli. Und wir sind auch interessiert, neue Komiteesmembern zu haben. Falls irgendjemand mitschaffen will, dürfen sich auch gerne melden. Wir sind Donorinnen von Wünscher und wir bestehen zu plus minus 50, 60 Membern. Und in 2 Jahren bestehen wir als Verein 40 Jahre. Und wir hatten am Traum nie gedacht, dass wir als Sportgipfel verboten kriegen. Und dass wir keine Fitness, kein Aquafitness-Gipfel machen. Weil das so wichtig für als Membern für ihre Gesundheit, ihre Moral und das soziale Leben. Ja, wir sind ja so sportlich und ganz spontan haben wir Wanderungen angeboten. Auch die Kilometer für einen guten Zweck gespannt. Und als Trainerin Lorenz hat dann ein flottes Video gemacht, sodass jeder für sich trainieren. Wir fangen September, 15. September fängt also Kuren an, Fitness Dus, mit mir. Und dann mit Lorenz ein bisschen mehr Schrammerkur. Und am Montag sind wir nach Aquafitness, auch 2 Stunden mit Manuela. Und da sind wir ganz froh, wenn das alles geht von September ganz normal anlaufen. Und dann sind wir froh, wenn wir jung, dynamisch Leute rankriegen, Damen ab 18 Jahren an der Ohren als kein Grenz gesagt. Also der Verein besteht schon ein bisschen mehr wie 30 Jahre. Momentan haben wir 31 Mitglieder, davon 25 Aktiver. Wir spielen einen gemischten Volleyball, also Damen und Herren zusammen am Terrain. Also Verein, also Loisiersverein, das heißt, wir spielen kein Championat, wir dürfen Freundschaftsmatcher oder die verschiedenen Tournois, wo wir uns da ummelden. Selber haben wir auch immer Anfang Januar einen relativ großen Tournoi zu wünschen. Also ein Training ist normalerweise von Training aus, fragt es so ab 10, ab 8 zu wünschen an der Halle. Also wir bevorzugen irgendwie ab 16, 17 Jahren an Spieler, die ein bisschen Ahnung von Volleyball haben, weil wir Junker gingen schon empfehlen an den Vereinen wie Wolz oder Dickrich zu gehen, wo man den Trainer die jungen Grundbegriffe und Technik für Volleyball eher besser lehren wie bei uns, wie dass wir keinen Trainer haben. Dadurch haben wir noch verschiedene andere Aktivitäten. Sie wird bei Velo Wünscher mitmachen, Grillen und Müttercher, ein oder andere Tour, so dadurch machen, was das Zusammenleben vom Verein stärkt. Ja, Corona-Zeit war eigentlich nicht so ganz glücklich für unseren Verein, weil wir ab Oktober kein Training mehr konnten haben, wegen der Restriktionen. Weil momentan auch schwierig ist, weil man könnte 2 gegen 2 spielen, aber was einfach noch gar nicht so interessant ist. Kontaktmäßig hat man am Verein ein bisschen Kontakt daneben, weil wir eine WhatsApp-Gruppe haben und so hin und anderen mal Sachen drauf gesetzt haben. Dafür eigentlich interessiert sind, bei uns am Verein mitzumachen, können sich dann bei mir melden unter der Handysnummer 620 730 434. Wo weiter froh sind ich gerne bereit, Antworten zu geben.